Deutsch A1, A2. Фразы для экзамена. Проверь себя, насколько ты подготовлен к сдаче экзамена по немецкому языку. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. От простуды помогает горячий чай со свежим лимоном. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Gegen Erkältung hilft heißer Tee mit frischer Zitrone. Утром я умываюсь холодной водой. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Morgens wasche ich mich mit kaltem Wasser. Дословно будет не утром, а по утрам. Morgens, каждое утро, morgens, по утрам. Будет ли сегодня крепкий кофе? Gibt es heute starken Kaffee? Gibt es heute starken Kaffee? Ребенок спит на свежем воздухе. Das Kind schläft an frischer Luft. Das Kind schläft an frischer Luft. В сильный дождь я не иду гулять. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. Bei starkem Regen gehe ich nicht spazieren. В хорошую погоду мы хотим пойти в поход.
Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Bei schönem Wetter wollen wir eine Wanderung machen. Я люблю есть свежие фрукты. Ich esse gern frisches Obst. Ich esse gern frisches Obst. Все пьют холодное шампанское. Alle trinken kalten Sekt. Alle trinken kalten Sekt. Я никогда не пью теплый лимонад. Ich trinke nie warme Limonade. Ich trinke nie warme Limonade. На столе лежит свежий хлеб. Auf dem Tisch liegt frisches Brot. Auf dem Tisch liegt frisches Brot. Зеленый чай. Grüner Tee. Grüner Tee. Черный кофе. Schwarzer Kaffee. Schwarzer Kaffee. Прохладная вода. Kühles Wasser. Kühles Wasser. Свежие овощи. Frisches Gemüse. Frisches Gemüse. Острый сыр. Scharfer Käse. Scharfer Käse. Кислая сметана. Saure Sahne. Saure Sahne. Мягкое масло. Weiche Butter. Weiche Butter. Свежие фрукты. Frisches Obst. Frisches Obst. Сладкое варенье. Süße Marmelade. Süße Marmelade. Сырая ветчина. Обращаю ваше внимание, что мы сейчас тренируем прилагательные в именительном падеже. Roher Schinken. Roher Schinken. Серый хлеб. Ну или темный дословно. Dunkles Brot. Dunkles Brot.
жирная сметана, fette Sahne, fette Sahne, обезжиренное молоко, fettarme Milch, fettarme Milch, крепкий чай, starker Tee, starker Tee, черная икра, schwarzer Kaviar, schwarzer Kaviar, большой интерес, großes Interesse, großes Interesse, чистое золото, pures Gold, pures Gold, жареная рыба, gebratener Fisch, gebratener Fisch, вареная ветчина, gekochter Schinken, gekochter Schinken, копченое мясо, geräuchertes Fleisch, geräuchertes Fleisch, сладкий мед, süßer Honig, süßer Honig, я серьезно подумываю, нужно ли мне переезжать в другой город. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Урожай в этом году хороший. Die Ernte ist dieses Jahr gut. Die Ernte ist dieses Jahr gut. Мой сосед открыл бизнес в прошлом месяце. Открывать eröffnen, eröffnet, eröffnete, hat eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Я хотел бы открыть счет. Ich möchte ein Konto eröffnen.
Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Если мы поторопимся, то успеем на 8-часовой поезд. Успевать или достигать чего-либо erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Вы можете застать меня в офисе до 17 часов. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Таким образом, со мной вы ничего не добьетесь. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. После спорта я всегда очень утомлен. Nach dem Sport bin ich immer sehr erschöpft. Nach dem Sport bin ich immer sehr erschöpft. Nach dem Sport bin ich immer sehr erschöpft. Он выиграл. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Он потратил или истратил. Hat ausgegeben. Hat ausgegeben. Он поменял. Hat gewechselt. Hat gewechselt. То есть он поменял, возможно, деньги, да, с одной валюты на другую. Он перевел с карты на карту, например, или со счета на карту. Hat überwiesen. Hat überwiesen. Твой проект. Dein Projekt. Dein Projekt. Мои экзамены. Meine Prüfungen. Meine Prüfungen. Ее принимающая семья. Ihre Gastfamilie. Ihre Gastfamilie. Наша университетская клиника. Unsere
Universitätsklinik. Unsere Universitätsklinik. Вы хотите пойти в зоопарк? Wollen Sie in den Zoo gehen? Wollen Sie in den Zoo gehen? Обратите внимание, здесь мы используем вежливую форму обращения. Местоимение «зи» у нас большой буквы. Вы хотите сейчас что-нибудь поесть или попить? Wollen Sie jetzt etwas essen oder trinken? Wollen Sie jetzt etwas essen oder trinken? Где вы хотите провести лето? Wo wollen Sie den Sommer verbringen? Wo wollen Sie den Sommer verbringen? Что вы хотите купить? Was wollen Sie kaufen? Was wollen Sie kaufen? Со многими друзьями я поддерживаю контакты до сих пор. Mit vielen Freunden habe ich heute noch Kontakt. Mit vielen Freunden habe ich heute noch Kontakt. Мы много общаемся с моими друзьями. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Каждые пару недель у меня выходной. Alle paar Wochen habe ich frei. Alle paar Wochen habe ich frei. Я никогда не должен был делать уроки. Правда? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? У меня было так же. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Этот дом самый старый. Dieses Haus ist am ältesten. Dieses Haus ist am ältesten. Зимой погода самая холодная. Im Winter ist das Wetter
am kältesten? Im Winter ist das Wetter am kältesten. Этот город самый большой. Diese Stadt ist am größten. Diese Stadt ist am größten. Утром ветер сильнее, чем вечером. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Зимой дни короче, чем ночи. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Церковь выше, чем дом. Die Kirche ist höher als das Haus. Die Kirche ist höher als das Haus. Я люблю пить чай больше, чем кофе. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Эта улица самая широкая. Diese Straße ist am breitesten. Diese Straße ist am breitesten. Этот компьютер самый лучший. Dieser Computer ist am besten. Dieser Computer ist am besten. Макс стоит за своей дочерью. Max steht hinter seiner Tochter. Цветы стоят рядом с лампой. Die Blumen stehen neben der Lampe. Она живет в Швейцарии. Sie wohnt in der Schweiz. Завтра мы едем в Швейцарию. Morgen fahren wir in die Schweiz. Я встретился с ним после работы. Ich habe mich mit ihm nach der Arbeit getroffen. Ich habe mich mit ihm nach der Arbeit getroffen. Наконец-то я выспался. Endlich habe ich mich ausgeschlafen. Endlich habe ich mich ausgeschlafen.
Вы долго готовились к этой встрече? Habt ihr euch lange auf dieses Treffen vorbereitet? Habt ihr euch lange auf dieses Treffen vorbereitet? Утром я принял холодный душ. Ab morgen habe ich mich kalt geduscht. Am Morgen habe ich mich kalt geduscht. В школе я не интересовался химией. In der Schule habe ich mich für Chemie nicht interessiert. In der Schule habe ich mich für Chemie nicht interessiert. Она очень изменилась. Sie hat sich sehr geändert. Sie hat sich sehr geändert. Мне нужна в моей квартире телефонная связь. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Не забудь пристегнуться. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Это имеется в виду пристегнуться в машине ремнем безопасности. Почему ты так испуганно смотришь на меня? Warum siehst du mich so erschrocken an? Warum siehst du mich so erschrocken an? Можно мне посмотреть ваши фотографии из отпуска? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Вчера наша новая соседка разговаривала со мной на лестнице. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Не могли бы вы включить отопление? Können Sie bitte die Heizung
anstellen? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Мой зять работает в мебельной компании. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Касса находится впереди. Тебе нужно встать в очередь. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Что вы читаете в свободное время? Was lest ihr in der Freizeit? Was lest ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du Monika? Hilfst du Monika? К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. У парикмахера. Beim Friseur. Beim Friseur. От парикмахера. Vom Friseur. Vom Friseur. К парикмахеру. Zum Friseur. Zum Friseur. В полиции. Bei der Polizei. Bei der Polizei. Из полиции. Von der Polizei. Von der Polizei. В полицию. Zur Polizei. Zur Polizei. На почте. Два варианта. In der Post. Auf der Post. In der Post.
Auf der Post. С почты. Два варианта. Aus der Post, von der Post. Aus der Post, von der Post. На почту. Zur Post. Zur Post. Эти таблетки мне посоветовал врач. Der Arzt riet mir diese Tabletten. Лифт сломался, и я бегал вверх и вниз по лестнице. Bегать laufen. Der Fahrstuhl war kaputt und ich lief die Treppe hoch und runter. Der Fahrstuhl war kaputt und ich lief die Treppe hoch und runter. Зимой мои дети всегда катались много на коньках. Кататься на коньках, laufen, Schlittschuh. Im Winter liefen meine Kinder immer viel Schlittschuh. Im Winter liefen meine Kinder immer viel Schlittschuh. Мы часто выходили по вечерам. Выйти куда-нибудь в свет, ausgehen. Abends gingen wir oft aus. Abends gingen wir oft aus. Мне стало плохо, и я вызвал доктора. Ich fühlte mich schlecht und rief den Arzt. Ich fühlte mich schlecht und rief den Arzt. Дословно можно перевести как «я почувствовал себя плохо» или «мне стало плохо». Жена звонила ему каждый вечер. Звонить anrufen. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Seine Frau rief ihn jeden Abend an. Я как раз на почте, в булочной. Ich bin gerade in der Post, in der Bäckerei. Я иду сейчас на почту, в булочную. Ich gehe jetzt zur Post, zur Bäckerei. Сейчас я еду к врачу. Ich fahre jetzt zum Arzt.
Положи-ка газету туда, на стол. Leg doch die Zeitung dort auf den Tisch. Вы уже были на Zugspitze? Zugspitze– это название горы в Германии. Waren Sie schon auf der Zugspitze? Подожди меня там у двери. Warte dort an der Tür auf mich. На вокзальной площади есть почта. Am Bahnhofsplatz ist eine Post. Сейчас я иду на вокзальную площадь. Ich gehe jetzt zum Bahnhofsplatz. Посылка готова для вас в почтовом отделении. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Пожалуйста, свяжись с госпожой Кайзер. Она уже звонила 3 раза. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Zugspitze– самая высокая гора в Германии. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Мы ездим в горы каждое воскресенье. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Мы устроили пикник на горе. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht.
О несчастном случае сообщили все газеты. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Вчера прочитал интересное сообщение. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Кто вы по профессии? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Кем вы работаете? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Вы трудоустроены? Sind Sie berufstätig? Sind Sie berufstätig? Пожалуйста, успокойтесь, все хорошо. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Стул сломан. Не садись на него. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. На фото мои родители. Между ними я. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Это сумка твоей матери? Ist das die Tasche deiner Mutter? Ist das die Tasche deiner Mutter? Притяжательное местоимение dein, твой. В родительном падеже получают окончание deiner Mutter. Ты уже знаешь новую жену министра иностранных дел? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? То есть министр иностранных дел у нас слово Außenminister. Существительное относится к мужскому роду, и поэтому в родительном падеже это существительное принимает окончание «с», также артикль. Семья твоего мужа довольно большая. Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß.
Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß. Здесь мы видим, что притяжательное местоимение получило окончание «эс», так как у существительного тоже окончание «эс». То есть как запомнить? Когда вы учите существительные, вот появилось новое существительное перед вами, вы должны сразу же посмотреть форму в генитив и форму множественного числа. Вот так учатся слова в немецком языке. Принимаем приглашение твоей компании на ужин. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. То есть приглашение чье? Твоей фирмы, твоей компании. Женский род, поэтому меняется только сопровождающее слово или артикль, или притяжательный артикль, или любое другое стоящее рядом с этим существительным словом. Установка принтера длится долго. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Как долго длится образование твоего сына? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Что вы читаете в свободное время? Was lässt ihr in der Freizeit? Was lässt ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du Monika? Hilfst du Monika? Когда ты едешь в Германию? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Ты возьмешь такси? Nimmst du ein Taxi? Nimmst du ein Taxi? На выставке.
In der Ausstellung. In der Ausstellung. С выставки. Два варианта. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. На выставку. In die Ausstellung. In die Ausstellung. На сцене. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Со сцены. Von der Bühne. Von der Bühne. Он зарабатывает хорошие деньги. Er verdient gutes Geld. Er verdient gutes Geld. Две булочки с вареной колбасой, пожалуйста. Bitte zwei Brötchen mit gekochter Wurst. Bitte zwei Brötchen mit gekochter Wurst. Ты пьешь зеленый или черный чай? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? На завтрак я ем теплый хлеб, свежий овощной салат и пью горячее какао со сладкой выпечкой. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Бензин производят из сырой нефти. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Свежий хлеб вреден для здоровья. Frisches Brot ist ungesund. Frisches Brot ist ungesund. Больному человеку необходим свежий воздух. Der Kranke braucht frische Luft. Der Kranke braucht frische Luft.
После пробежки всем хочется пить. В русском предложении у нас нет прилагательного, но в немецком оно будет. Посмотрите эту фразу. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. То есть дословно после бега у всех есть большая жажда. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg. Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Его языковой курс. Sein Deutschkurs. Sein Deutschkurs. Мой свитер. Mein Pullover. Mein Pullover. Ее брюки. Ihre Hose. Ihre Hose. Твои очки. Deine Brille. Deine Brille. Его страна. Sein Land. Sein Land. Его одежда. Seine Kleidung. Seine Kleidung. Ее шапка. Ihre Mütze. Ihre Mütze. Мои духи. Mein Parfüm. Mein Parfüm. Твоя цепочка. Еще можно перевести как ожерелье. Deine Kette.
deine Kette. Мои сережки. Meine Ohrringe. Meine Ohrringe. Ее блузка. Ihre Bluse. Ihre Bluse. Мой крем. Meine Creme. Meine Creme. Твое пальто. Dein Mantel. Dein Mantel. Ваша проблема. Ihr Problem. Ihr Problem. Ваша дочь. Ihre Tochter. Ihre Tochter. Его детская коляска. Sein Kinderwagen. Sein Kinderwagen. Это наш автобус. На нем мы поедем на вокзал. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Das ist unser Bus. Wir werden damit zum Bahnhof fahren. Это мой брат, а это моя сестра. А кто на фотографии между ними? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Das ist mein Bruder und das ist meine Schwester. Und wer ist auf dem Foto zwischen ihnen? Я не хочу об этом говорить. Ich will darüber nicht sprechen. Ich will darüber nicht sprechen. Где чемодан? В нем все мои вещи. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Wo ist der Koffer? Darin sind alle meine Sachen. Вы хотите сегодня вечером остаться дома? Wollen Sie heute Abend zu Hause bleiben? Wollen Sie heute Abend zu Hause bleiben? Я оставался в Мюнхене только неделю. Ich blieb in München nur eine Woche. Ich blieb in München
Nur eine Woche. Все лето он оставался у своей бабушки. Оставаться bleiben. Er blieb den ganzen Sommer bei seiner Mama. Er blieb den ganzen Sommer bei seiner Oma. Я написал этот тест не особенно хорошо. Писать schreiben. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Ich schrieb diesen Test nicht besonders gut. Прохожий подробно описал дорогу до театра. Описывать beschreiben. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Der Passant beschrieb den Weg zum Theater ganz genau. Врач прописал моему отцу таблетки от кашля. Прописывать. Verschreiben. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Der Arzt verschrieb meinem Vater Tabletten gegen Husten. Вода поднималась на 2 метра. Подниматься, steigen. Das Wasser stieg um 2 Meter. Das Wasser stieg um 2 Meter. Вчера мы были на вечеринке. Gestern waren wir auf einer Party. Gestern waren wir auf einer Party. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут. Der Zug
hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Отпраздновать праздник можно по-разному. Или праздновать праздник можно по-разному. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Мне нужна в моей квартире телефонная связь. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Не забудь пристегнуться. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Это имеется в виду пристегнуться в машине ремнем безопасности. Почему ты так испуганно смотришь на меня? Warum siehst du mich so erschrocken an? Warum siehst du mich so erschrocken an? На выходных мы идем в поход. Я знаю хороший тур в горы. Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen. Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen.
Wir gehen am Wochenende wandern. Ich kenne eine schöne Tour in den Bergen. Летом в этот город приезжает много туристов. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Im Sommer kommen viele Touristen in diese Stadt. Все коллеги обедают. Почему ты не хочешь к ним пойти? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Я хочу купить эти брюки. Мне нужна еще обувь к ним. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Мы знаем точное время отправления нашего поезда. Спросите об этом в справке или в справочном бюро. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach.